Auch beim schwersten Delikt ist es dringend notwendig, dass jemand einen Anwalt hat. Überlegt euch einmal für euch selber. Ihr werdet beschuldigt wegen Mord und jeder Anwalt sagt, das mache ich doch nicht. Der Strafverteidiger verteidigt nie eine Tat, die kann entsetzlich sein. Er verteidigt den Mensch, der dahinter steht, muss die Tat erklären, muss aber vielleicht auch zeigen, dass er die Tat gerne nicht begangen hat. Ich sehe sehr viel, wie schwere Delikte entstehen. Aber ich sehe auch, wie sehr viel plötzlich erklärbar wird, wenn man näher daran angeht. Ein Anwalt, der jemanden verteidigt, muss sich nie vor dem Klient fürchten. Man hilft ja auch. Dann hat ja der Klient keinen Grund, auf den Anwalt loszugehen. Es kann ein Wirtschaftsanwalt, ein erfolgreicher, sehr reich werden. Es kann jemand praktisch am Hungertuch nagen, der kein Mandat hat. Ich bin ein Anwalt, der gut leben kann, aber ich bin sicher nicht jemand, der dabei reich wird. Was soll ich mit riesen Mengen Geld? Anwalt kann ein Stressberuf sein. Und es gibt einige tragische Fälle von Anwälten, die massiv auf Kokain oder andere Drogen gekommen sind. Meistens hat das dann geendet mit dem Entzug von der Berufsbewilligung, mit totalem Zerfall. Mit der Feierabend ist natürlich so eine Sache beim Anwalt. Gerade bei schweren Fällen ziehen sich die Gedanken mit in den Feierabend hinein, sogar in die Träume. Das kann man nicht einfach auf die Seite legen. Man sieht Schlimmes, was in der menschlichen Psyche entstehen kann. Man schaut in den Abgrund und Nietzsche hat gesagt, wenn man lang genug in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund zurück. Aber ich habe mir mein positives Weltbild und mein Glauben an die Menschen bewahrt.